So, und sonst haben wir nichts mehr. Dann schauen wir mal oben ins Archiv. Wie war das noch? Sesam, öffne dich. So, jetzt haben wir im Archiv. New Yorker Polizei. Uns kann man vertrauen. Ich traute der Polizei nicht mal, als ich noch Beamter war. Wie soll das jetzt als Mordverdächtiger aussehen? Und jetzt müssen wir erst einmal schauen, wo wir die Sachen über Samuel Cutter finden. Als ich noch Polizist war, war das Sams Stelle. Er leitete das Archiv. Er wusste immer genau, wo sich welche Akte befand. Du nanntest ihm einfach einen Namen und er wusste, in welchem Regal und auf welchem Brett du fündig würdest. Er war ein guter Knabe. Ein guter Knabe, dessen Job es war, Berichte über Mord und Totschlag einzuordnen. Ich sehe hier nichts Interessantes. Gut, was haben wir da für ein Ding? Interessant. Wenn man den Namen der Person, die man sucht, hier eingibt, kriegt man die Nummer seiner Akte. Ich frage mich, was der alte Sam wohl denken würde, wenn er wüsste, dass er durch dieses Gerät hier ersetzt wurde. Gut. Name. Der Vorname, der Nachname ist Cutter. Samuel Cutters Akte ist die Nummer 6120057. Sollte ich mir merken können. 6120057. Können wir uns das denn merken? Die ganzen Akten über Verhaftungen verschiedener Dezernate befinden sich hier. Jede hat eine 7-stellige Nummer. Ohne die findet man unmöglich die Information, nach der man sucht. Akte 6120057, Samuel Cutter. Da bist du ja, Samuel Cutter. Okay, das ist seine Akten. Samuel Cutter, Anwalt. Am 7. Mai 1933 wegen der Ermordung von 4 Polizeibeamten in Haft genommen. Samuel Cutter, Anwalt. Es ist keine gute Idee, Sachen aus Polizeiakten zu entfernen. Achso, doch immer umblättern. Das ist die Zusammenfassung der Gerichtsverhandlung, in der Cutter der Ermordung von 4 Beamten angeklagt war. Urteil: unschuldig aus Mangel an Beweisen. In dieser Stadt hängt deine Unschuld davon ab, wie gut deine Anwälte sind. Cutters Anwälte müssen die besten weit und breit gewesen sein. Hier haben wir den Bericht über Cutters Haft. Das sieht sehr nach der Handschrift von Malone, dieser Schlange, aus. Wie Moore sagte, wurden nach seiner Verhaftung auch viele andere Mitglieder der Schwarzen Lilie festgenommen, was die Organisation effektiv aufgelöst hat. Der Boss und seine Leute wurden verhaftet und dann herrschte Ruhe im Karton. So ein Happy End gibt sonst nicht mal in Filmen. Patrick Olsons Name ist bei denen, die verhaftet wurden. Das ist doch derselbe Name, den Victoria erwähnt hat, als sie von dem Fall erzählt hat, wo auch Seans Name aufgetaucht ist. Gut. Und können wir da jetzt noch mehr suchen, weil wir haben noch 2 andere Namen.
Und zwar über den Patrick Olson. Patrick Olsons Akte ist die Nummer 6088090. Gut, dann schauen wir mal über den da hinten. Akte 6088090. Patrick Olson. Mal sehen, was ich in dieser Akte finden kann. Patrick Olson, ein Gärtner? Das Profil dieses Mannes sieht nicht wie das eines Kriminellen aus. Scheint eher wie ein Typ, den man gerne als Nachbarn hätte. Sein Verhaftungsprotokoll. Er war mit seiner Familie zusammen, als man ihn wegen des Bombenanschlags auf Ricks Café am Abend des 5. November 1933 festnahm. Ein einfacher Gärtner ohne Vorstrafen jagt ein Café auf der 81. Straße in die Luft. Ziemlich merkwürdig. Der Bericht besteht nur aus bürokratischem Geschwafel. Keine Details über den Anschlag selbst. Okay. Dann schauen wir uns mal, wenn möglich, die Akten von den anderen zwei an. Und zwar von Sean McLean. Es gibt keine Akte über Sean. Die wurde vielleicht noch nicht abgelegt. Gut, dann vielleicht über Tommaso. Keine Akte für diesen Namen. Annik. Gut, sind wir dann eigentlich fertig darin? Zeitungen. Die New York Voice, um genau zu sein. Sobald die gedruckt ist, kommen ein paar Exemplare hierher, zu Recherchezwecken. Ich suche nach der Ausgabe vom... Oh, vom... Oh, weia. Ach, hör auf. Nein, das Datum sagt mir überhaupt nichts. Hätten wir uns irgendwas merken sollen? Akte 6 ein... Samuel Cutter, Anwalt. Am 7. Mai 1933 wegen der Ermordung von 4 Polizeibeamten in Haft genommen. 7. Mai 1933. Das merken wir uns jetzt einmal und schauen mal, ob wir was in der Zeitung finden. Ich suche nach der Aus... So, 7. Mai. Nein, das Datum sagt mir überhaupt nichts. Nix. Aber vielleicht von dem unschuldigen Gärtner. Oder
was heißt unschuldig, der Akte 6.0. eher harmlos erschienen ist. Patrick Olson. Ein Gärtner? Das Profil dieses Mannes sieht nicht wie das eines Kriminellen aus. Scheint eher wie ein Typ, den man gerne als Nachbarn hätte. Sein Verhaftungsprotokoll. Er war mit seiner Familie zusammen, als man ihn wegen des Bombenanschlags auf Ricks Café am Abend des 5. November 1933 festnahm. Ein einfacher Gärtner ohne Vorstrafen jagt ein Café auf der 81. Straße in die Luft. Ziemlich merkwürdig. Der Bericht besteht nur aus Bürokraten. Was war das jetzt? 5. November? Sein Verhaftungsprotokoll. Er war mit seiner Familie zusammen, als man ihn wegen des Bombenanschlags auf Rick... 5. November 1933. Probieren wir mal das aus. Ich suche nach der 5. November. An diesem Tag flog Ricks Café in die Luft und Patrick Olson wurde der Tat beschuldigt. Es muss in der Zeitung noch mehr Informationen darüber geben. Hier ist der Artikel über den Bombenanschlag. Der Artikel besagt, dass eine Explosion um 12:23 Uhr in der Nacht Ricks Café, eine Bar auf der 81. Straße in der Nähe des Central Park, komplett zerstört hat. 3 Menschen starben bei der Explosion. Der Besitzer der Bar, Nick Fantini, 43, verheiratet. Eine Passantin auf der Straße, Eleanor Guter, 37, Lehrerin. Und August Zindler, 58, anerkannter Professor für Archäologie im Städtischen Museum von New York. Zindler, Professor Zindler. Verdammt! Das ist der Name, der in meinem Traum aufgetaucht ist. Bis jetzt haben diese Visionen immer gestimmt. Vielleicht sollte ich mal ins Städtische Museum gehen. Gut. Professor Zindler. Vielleicht findet man noch in dem Apparat was. Nix. Also Namen wird jetzt gesagt. Und es scheint nichts über das Wichtigste zu geben. Also schauen wir mal. Dass wir ins Städtische Museum kommen. Lass mich raten. Wir müssen wieder fahren an andere Ende von Stadt. Richtig. Zum Städtischen Museum am Central Park. Alles klar. Städtisches Museum New York. Es wurde vor etwa 3 Jahren im Zuge von Ausbaumaßnahmen geschlossen, aber die Krise hat die Bauarbeiten zum Erliegen gebracht. Seitdem hat hier niemand mehr einen Finger krumm gemacht. Ein Mausoleum unserer Vergangenheit, um das sich niemand mehr schert. Okay, jetzt sind wir am Museum. Die Öffnungszeiten des Museums. Offensichtlich werden hier keine nächtlichen Führungen angeboten. Gut, da haben wir jetzt. Dort sagt es was so. Vor Jahren war Wasser in diesen Behältern. Jetzt sehen sie mehr wie Müllbehälter für Baumaterial aus. Das Museum ist schon seit mindestens 3 Jahren geschlossen. Die Wirtschaftskrise hat schon mehr als einen Bürgermeister davon überzeugt, dass Investitionen in die Vergangenheit sich wirtschaftlich nicht auszahlen. Die Welt der Dinosaurier. Oh, schade, dass ich nicht mehr in dem Alter bin, in dem man sich für Knochen von etwas begeistern kann, das schon vor Jahrtausenden ins Gras gebissen hat. Gut, Der Haupteingang des Museums. das Office. Ich bezweifle ernsthaft, dass die hier die Türen nicht abschließen. Das Museum ist die Wirtschafts... Gerüstkletterei steht heute Abend nicht wirklich auf meinem Programm. Tja, aber eine müssen wir trotzdem irgendwie. Daran kann ich nichts... Oder vielleicht wieder mit dem Dietrich.
Ich brauche einen guten Grund. Gerüstkletterei. Ja, und jetzt? Ach, da hinten geht's noch weiter. Dann schauen wir mal. Teile eines Gerüsts. Ich glaube, ich komme auch ohne zurecht. Das glaube ich ja. Die Fenster sind alle verschlossen. Die Fenster sind zu massiv und stabil, um sie aufzubrechen oder einzuschlagen. Gut. Da haben wir noch Fässer. Hier gibt es nichts von Interesse. In der Tür. Das ist der Lohn dafür, dass ich mich durch halb Manhattan hierher gequält habe. Die Tür ist offen. Und dafür ist sicher nicht der vergessliche Hausmeister verantwortlich. Das Schloss wurde aufgeschossen. Wer das auch war, er muss an irgendetwas interessiert gewesen sein, das sich im Museum befindet. Oder an etwas, das sich darin befand. Aha, die Tür ist ja so offen. Ich glaube nicht, dass sich jemand darüber echauffieren wird, wenn ich selbst eine kleine nächtliche Museumsführung veranstalte. Gut. Mal wieder zwischenspeichern. Zugegeben, diese Viecher müssen zu Lebzeiten ziemlich furchterregend gewesen sein. Aber das ist nichts im Vergleich zu einem ehrgeizigen New Yorker Anwalt. Diese Kisten enthalten sicher Ausstellungsgegenstände, die aus verschiedenen Räumen entfernt wurden. Jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen umschauen. Eine Karte des alten Persiens. Der Zeitungsartikel, den ich im Polizeirevier gefunden habe, befasste sich mit den Studien des Professors über Persien. Gut, und was machen wir da? Daran kann ich nichts Interessantes erkennen. Daran kann ich nicht. Daran kann ich nichts. Selbstverständlich. Daran kann. Haben wir irgendwas vergessen, was wir uns merken sollen? Daran kann. Diese Kisten enthalten sicher Ausstellungen. Gut, da geht's aussehen. Da geht's auf. Hier geht's zum Haupteingang. Aber da muss ich nicht hin. Oder wo sind wir denn gekommen? Wir sind von der Runden gekommen. Da hinten geht's anscheinend auch noch weiter. Hier geht's zu verschiedenen Ausstellungsbereichen des Museums, aber ich habe noch immer keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Die Karten zeigen Amerika vor der Entdeckung durch Kolumbus. Riesige Wälder und weite Prärien, bewohnt von Rothäuten. Dann kamen die Conquistadores mit Alkohol, Waffen und Krankheiten im Gepäck. Und haben alles vernichtet, was sich nicht kaufen ließ. Das nennt man Evolution, Baby. Dazu fällt mir nichts ein. Oh, da geht's auch noch eine. Aha, jetzt haben wir umgekehrt.